Miau. Wow, ich hab's gefunden. Das größte und stärkste Lebewesen aller Zeiten, den Brachiosaurus. Der war 23 Meter lang und 13 Meter hoch. Stell dir vor, das ist so hoch wie ein 4-stöckiges Haus. Wusch. Hihihi, nett, Mau. Aber weißt du, was noch höher sein kann? Ein Kran. Der kann bis zu 200 Meter hoch sein. Das ist so hoch, dass ein Brachiosaurus von unten rufen müsste: Hallo, ist da jemand da oben? Pfff, Höhe ist nicht alles. Mein Brachiosaurus wog bis zu 44 Tonnen. Das ist schwerer als 7 große Elefanten. Uff. Bah, mein Kran lacht darüber. Der kann über 230 Tonnen heben. Dein Brachiosaurus hebt höchstens mal einen Baumstamm und den isst er dann auch noch. Mampf, Mampf. Na und? Mein Brachiosaurus hatte einen langen Hals, um Blätter von den höchsten Bäumen zu fressen. Dein Kran kann nur Sachen hochheben und dann wieder runterlassen. Langweilig. Mampf, Mampf. Langweilig? Mein Kran hat einen riesigen Haken, an dem man alles Mögliche befestigen kann. Baumaterial, Stahlträger, sogar ganze Häuserdächer. Dein Dino kann mit seinem Hals nur futtern. Mein Kran baut Städte. Hihihi. Hihi. Okay. Aber mein Brachiosaurus konnte sich bewegen. Der ist zwar nur 4 Kilometer pro Stunde gelaufen, aber immerhin. Dein Kran bleibt einfach stehen und wackelt höchstens ein bisschen im Wind. Trapp, trapp, trapp. Tja, aber mein Kran kann sich drehen. Der kann nach links, nach rechts, nach oben und unten, fast wie ein riesiger Arm. Dein Dino musste seinen ganzen Körper bewegen, nur um sich umzudrehen. Total unpraktisch. Wusch! Aber meiner hatte keine Motorprobleme. Kein Ölwechsel, kein Treibstoff, nur Pflanzen und Sonne. Wusch! Hihi, ja, aber dafür hat meiner keine Magenprobleme. Dein Dino musste den ganzen Tag futtern, um satt zu werden. Mein Kran braucht nur ein bisschen Strom oder Diesel und läuft dann den ganzen Tag. Brumm, brumm. Aber mein Brachiosaurus hatte einen riesigen Kopf. Damit konnte er seine Umgebung sehen, sich mit anderen Dinos verständigen und vielleicht sogar nach seinen Dino-Freunden rufen. Roar! Hihi, mein Kran hat zwar keinen Kopf, aber sein Haken ist wie eine unsichtbare Hand. Er kann Sachen festhalten, hochziehen und sogar über Baustellen schweben lassen. Dein Dino hätte damit bestimmt sein Futter direkt vom Boden in den Mund geliefert bekommen, wie ein riesiger Gabelstapler. Hihi. Miau, oder er hätte damit ein Baumhaus gebaut. Stell dir vor, ein Brachiosaurus, der mit seinem Hals Holz hochhält, und dein Kran, der das Dach draufsetzt. Das wäre das beste Dino-Baumhaus aller Zeiten. Hihihi. Ja, dann könnten Dinos und Kräne zusammenarbeiten. Mein Kran hebt das Dach hoch, dein Brachiosaurus hält es fest und gemeinsam bauen sie das erste Dinohaus. Juhuhu! Hihi. Dann könnten die Dinos in Wolkenkratzern wohnen. Und dein Kran könnte ihnen morgens Blätter zum Frühstück servieren. Mampf, mampf. Ha, ha, ha. Ja, und mein Kran könnte ihnen beim Zähneputzen helfen. Einfach mit dem Haken die Zahnbürste hochheben. Hihihi. Oh, das wäre praktisch. Ich glaube, Triceratops hätte das auch gebraucht. Mit so vielen Zähnen. Juhuhu. Hihi, ja. Also gut, Mau, ich gebe zu, dein Brachiosaurus ist ein echter Riese. Aber mein Kran ist auch ziemlich cool, oder? Okay, Deal. Der Brachiosaurus ist der König der Dinos und dein Kran ist der König der Baustellen. Ja, und wenn wir sie zusammenbringen, haben wir das ultimative Team, der Kraniosaurus. Ha, ha, ha. Hihi. Wow, das müssen wir unbedingt malen. Hihihi. Ole doli, doli doli, love it. Ole doli doli.